Im vierten und zweitletzten Teil ist es um Gemeinschaft gegangen. Was spielt Transparenz? Transparenz ist ja das Design von Gott. Was spielt die für eine Rolle? Spielt die überhaupt eine Rolle? Oder kann man Gemeinschaft haben, Gemeinschaft aufbauen, Gemeinschaft konsolidieren ohne Transparenz? Unsere Antwort war ganz klar, nein, es geht nicht. Transparenz und Gemeinschaft, das gehört sehr, sehr eng zusammen. Und wir kommen jetzt zum letzten Teil, wo wir uns nochmal fragen, was ist eigentlich auf das Ganze gesehen die Rolle von dem Durchleuchten, das Gott macht im Verlauf von seiner Geschichte, im Verlauf der Geschichte mit seinem Volk, mit der Kirche, spielt das eine Rolle, dass es da etwas wie einen Röntgenapparat gibt, wo jetzt eben auch der Leib von Jesus anschaut und ein bisschen schaut, was gibt es dort alles drin, was vielleicht noch müsste verheilen oder ausgeräumt werden. Es ist schon eine Weile her, ein Dritteljahrhundert, als ich meine RS-Vollendung gemacht habe als Sanitätssoldat in Andermatt im Spital, im Militärspital. Wir waren das 5. hoch dort. Es hatte einen Patienten, das war ein armer Keib, sage ich jetzt mal, weil jeder gemeint, der andere schaut zu ihm, so ist er fast gestorben. Aber in dieser vielen Zeit, die wir hatten, habe ich angefangen, mit der Erlaubnis vom Oberpfleger die Röntgenbilder anzuschauen, um etwas zu lernen über den menschlichen Körper. Dann habe ich gesehen, das ist ja das Bild von dem Oberpfleger selber auch dabei, mit einem Fuß. Ich habe jetzt hier ein Röntgenbild, da ist allerdings etwas anderes drauf. Das sind jetzt Kopfaufnahmen und dort habe ich einfach genau hergeschaut und plötzlich habe ich etwas sehr Erstaunliches entdeckt, was mir natürlich, das gehört jetzt nicht ganz zur Anatomie von einem Fuß, das geht noch ein bisschen über das aus. Ich habe den Pfleger zu mir gerufen und habe gesagt, wegen dem, was ich hier sehe auf dem Bild, hast du eine Operation machen, wegen dem schwarzen Teil hier in deiner Ferse. Und er hat gesagt, was, schwarzes Teil in meiner Ferse? Ich bin dann wegen dem Hallux geröntgt worden und auch operiert, aber zeig mal. Dann habe ich ihm das Bild hergehauen und gesagt, schau da hinten in deiner Ferse, das ist etwas. Dann hat er lange hergeschaut, hat grosse Augen bekommen. Dann hat er gesagt, hey, das ist ja wahr. Ja, genau, als Bub habe ich einmal einen Nagel eingeschaltet. Und ich habe gemeint, das sei jetzt gut, das sei wieder alles zusammen rausgekommen, aber da ist ja noch ein Teil Nagel in meinem Fersenknochen innen. Und dann hat er gesagt, ja, das muss ich noch mal untersuchen, da muss man auch noch mal dahinter gehen. Und vielleicht, ich weiss nicht, die Fortsetzung von dieser Geschichte nicht, hat es noch mal eine Operation gebraucht, vielleicht hat es sich auch still gehabt. Jedenfalls ist ein grosses Erstaunen im Raum zurückgeblieben. Und jetzt stellen wir uns vor, dass es nicht einfach eine zufällige Aktion ist, wo nachher zufällig bei irgendjemandem etwas gefunden wird, das noch nicht ganz ausgeheilt ist, sondern dass Gott selber auch sein Leib röntgt. Der Leib Christi ist immer so unter seinen Augen. Und es könnte ja doch schon noch sein, dass da noch ein paar eingeschaltete Nägel von früher mitwandern, wo man nicht weiss, wann gibt es die nächste Entzündung, wann kann man vielleicht sogar den Weg nicht mehr gut laufen. Und jetzt sagt ihr, ja, ist klar, oder? Da kann man jetzt über Kindertaufe reden, das ist auch noch so etwas, was man mitnimmt von früher, was eigentlich nicht biblisch ist, oder dass die Weihnacht im Winter ist, wo man ja weiss, ist eigentlich im Herbst war und so weiter. So viel solche Irrtümer bis dorthin, dass man meint, Jesus sei entweder katholisch oder reformiert oder sei vielleicht nur der Gott der Freikirchen, all das. Aber so weit müssen wir gar nicht suchen, sondern die Prophetie selber ist wahrscheinlich eines von diesen Sachen, wo man sagt, ja, das braucht es eigentlich heute nicht mehr. Das hat man früher gehabt, wo man noch keine Bibel hatte. Was für ein grosser Irrtum, was für ein eingeschalteter Nagel ist doch das. Und wir sagen, der Leib von Jesus kann nicht wachsen ohne diese prophetische Kraft. Und das wird sich in der Zeit, die noch vor uns liegt, erst recht offenbaren. Wir sind also unter aufmerksamen Augen und ich glaube, von jedem gibt es so ein Bild. Gott sieht mit einem Blick, was wäre da noch ein bisschen ans Licht zu bringen. Sein Röntgenblick ist nicht bösartig, er ist sehr gutartig, er ist immer zu unserem Besten, dass er uns so betrachtet. Er macht nicht alles auf das Mal. Der eine läuft halt vielleicht mit einem Nagel noch 20 Jahre lang weiter und irgendwann kommt es dann so weit und kommt dann auch noch das dran. Es ist uns sehr zu wünschen und ist für uns alle sehr zu hoffen, dass wir nichts lieber haben als das göttliche Design. Das heisst, als die Transparenz für unser Leben, für das wir nachher gerüstet sind und auch noch in der letzten Runde etwas ausrichten können und nicht behindert sein. Das wäre ja die Braut Christi, die am Schluss ohne Makel, ohne Flecken wird sein, die letzte Offenbarungsgrösse von Gott. Ich wünsche euch mit diesem Thema sehr viel gutes Wachstum in der Zukunft.